Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wir können dort wieder raus und landen wieder auf dem Schlachtfeld oder wir gehen nur mal links entlang. Ah ja, das sind die Waschroboter, mit denen hatten wir es in der letzten Episode schon. Probieren wir nochmal hier, wo das Lebenskreuz, das Ankh hinten dran war als Plakette. Ah, okay, jetzt kommen wir hier raus. Na gut, wir müssen ja sowieso wieder den Hund nehmen. Das ist kein Problem. So, machen wir mal ein paar Wege frei. Okay, das zieht mir sowieso nichts ab, selbst wenn er getroffen wird. Und, komm schon. Zack. Der zieht ja auch so mit seinen Laserhaare schon verdammt viel ab. Jawohl, der Weg ist frei. A2, da waren wir sowieso. Okay. So, gehen wir gerade nur da lang. Und dann laden wir nochmal hoch. Und... ja, okay, 1559. Das war doch schon mal nicht schlecht. Ja, die halten schon ordentlich was aus, die Dinger hier. Heidewitzka, du erhältst 1000 Kreditkarten. Ja, wenigstens das sind sie wert. A2 sind wir ja schon rausgekommen. Insofern, das passt. Da geht's nicht weiter. Ich kann natürlich noch mal gern gucken, ob da wirklich nichts mehr weitergeht. Ja, da geht's wirklich nicht weiter. Erlaubt, dann gehen wir weiter nach unten. Machen da erstmal den Knetkorb hier platt davor. Jawohl, das passt doch schon sehr gut. Und hier unten kommen wir noch in C2 rein. So, da holen wir nochmal den Ackermann dazu. Ackermann, wo steckst? So. Komm mit, du Dummkopf. Wir gehen jetzt mal da runter. Ah ne, da brauche ich dann wieder den Ackermann selber davor. Puh, gar nicht so einfach hier. Okay. Machen wir mal die Ventilationssysteme hier an. Und gucken mal, was da damit passiert. Okay, was anderes können wir hier sowieso nicht machen. Und zu der Zeit können wir noch nicht drüber. Während unseren Hund Leverwurst brav weiter die schwarze Toasts macht. Okay, jagen wir doch den Leverwurst wieder hoch. Und gucken wir mal, was wir hier noch reißen können. Oh, da ist eh noch so einer. Oh, ich glaube, der Ackermann holt sich den Tod bei dem Vieh wieder. Wir bräuchten sowieso mal wieder gescheit die neue Ausrüstung. Okay, der ist schon kaputt. So, dann flitzen wir mal schnell. Komm, wieder rein, Leverwurst. Leverwurst. Gehst du da rein? Verdammt nochmal. Gehst du wohl da? Gehst du da rein? So. Moment. Ja, du sollst da rein, du Knetkorb. Du sollst rein. Verdammt nochmal. Okay, da kommt er nicht mehr durch. Dann probieren wir das halt von der Seite. Ach, Ackermann, komm, dummel dich. So. Jetzt kann man das Ding auch von zwei Seiten in die Zange nehmen. Komm mit, Ackermann. Und wo ist es dann? Da ist es. Komm her. Volle Wumme drauf. Und... heieiei, das hält aber aus für 5. Da ist das Ding. Jawohl, jetzt ist es kaputt. So, dann gehen wir hier noch in C1 rein. Nochmal einen Schluck Wasser. Ah, das tut gut. So, jetzt sind wir hier in einem Gebiet gelandet, wo ein paar von den Dinger aktiv sind, wie es aussieht, aber die machen glücklicherweise keinen Schaden. Okay, was können wir dann hier reißen? Sieht nicht so gut aus irgendwie, aber da können wir durch. Wie schaut es dann jetzt aus? Da können wir nur freundlich lustige Geräusche machen. Aber da können wir wo rein. Und, was gibt's hier? Lampenschirm erhalten. Aha. Was macht denn der Lampenschirm? Ist das ein Ausrüstungsgegenstand oder was? Anscheinend. Ja, das ist ein Helm, der auf 117 hochpumpt. Ah, nicht verkehrt. Aber
Aber ich glaube, hier können wir nichts großartig machen. Von daher gehen wir doch mal hier wieder in den Teleportstrahl rein und gucken, wo es uns hinführt. Aha, aha. Bei D1 sind wir jetzt draußen. Oh je, es ist Vergessers. Ich glaube, der Ackermann braucht uns. Und ich glaube, der Kerl sollte sich mal dringend selber heilen. Nein, sag bloß, ich kann jetzt nicht... Ah, doch. Puh. Schwein gehabt. Ach, du Dummdödel. Der lässt sich aber hier ordentlich von dem dachischen Ding verkloppen. So. War doch einfach noch eine Sekunde, Ackermann. Blöd, Mann. So. Jetzt heil dich erstmal wieder selber, du Dussel. Und ich kümmere mich dann als nächstes um das komische Vieh hier noch. Haben die überhaupt Namen, die Dinger? Gerade mal gucken. Ja, Radarmine. Okay. Das passt ja irgendwie. In den 90er Jahren natürlich die absolute Hightech, so Radarmine. Und wie man sich generell so Hightech vorzustellen hat. Okay, da kommen wir immer noch weiter. Alla hopp. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Und gucken mal, was es da Gutes gibt. D2 gibt es anscheinend nichts mehr abzustauben. D3 gibt es aber wohl noch was. Und da aber hätten wir noch C2. Ich glaube, da waren wir aber schon. C1 waren wir auch schon. B1 war nichts weiteres mehr von Interesse. Ich mach die Dinger jetzt einfach mal so kaputt. Komm schon. Und Gott. Den Weg hatten wir aber auch schon. B2 waren wir auf jeden Fall. So, C2. Wo steckt denn der Ackermann? Ich glaube bei D. Genau, D3 wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und die schaffen wir auch noch. Also komm, so Radarmine, so läppische, die soll jetzt nicht das Problem sein. Indem es dann endgültig scheitert. So viel halten die Dinger jetzt auch nicht aus. So, wunderbar. Ackermann. Und zurück. Und Leberwurst, du kommst auch bitte hinterher. Der flitzt wie noch was, der Clay. Aber ich glaube, da waren wir schon bei... boah, Mann. Wenn du da mal reinkommen tätst, danke dir. D3 probieren wir jetzt nochmal aus. Ob das funktioniert. So. Nö, da waren wir noch nicht. Und du kämen auch noch ein bisschen auf die Schnutklopper. Uiuiuiui. So, gucken wir mal, was wir da richten können. Und zack. Und Hund. Schieß, schieß. Sehr schön. Okay, einer geht noch. Dann haben wir die ganze Ventilatoren hier. Kreiselkiller haben wir dann auch fertig gemacht. So. Und machen fertig. Dankeschön. So. Access Code. Ah, Moment. Warte mal, da geht's doch zum versteckten Bossgegner, wenn ich mich richtig erinnere. Kontrollzentrum. Gib den dreifarbigen Sicherheitscode ein, um den Alarm zu entsichern. Wie war das nochmal? Rot, Grün, Blau oder sowas, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Oder Blau, Rot, Blau. Oder? Nee. Gib mir mal eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. So, der Code war Blau, Rot, Grün. Gut, jawohl, so war das. Okay, jetzt muss es doch noch irgendeinen Geheimcode geben, um zum geheimen Bossgegner zu kommen. Wie war dann das nochmal? Lagerhalle, machen wir mal Licht A. Das kann nie schaden. Und was haben wir da noch? Treibhaus. Tun wir mal aus, weil ich weiß genau, die Viecher reagieren aggressiv dann. So, Blau, Rot, Grün war so, aber Grün, Rot, Blau probieren wir mal. Nee.
Rot, Blau, Grün? Nee. Dann Blau, Rot, Grün. Okay, ja, dass wir das mal hatten. Dann Blau, Grün, Rot. Ich krieg's jetzt echt nicht mehr zusammen, wie das war. Auf jeden Fall gibt es hier einen geheimen Bossgegner. Ja, das lasst mir jetzt keine Ruhe. Das lasst mir jetzt keine Ruhe. Bin sofort wieder da. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt gucken wir nochmal. Rot. Grün. Rot, was? Oder, nee, Quatsch. Rot. Grün und Blau. Das müsste es sein, oder? Nee. Scheiße. Grün. Rot, Blau. Oh Mann, ich hasse es. Grün, Rot, Grün. Nee. Ich glaube, es war Rot, Grün, Blau, wie ich es jetzt in dem Video gesehen habe, was ich mal angeguckt habe. Aber das bringt uns hier nicht weiter. Blau, Rot, Grün. Nee. Das macht nach wie vor das. Grün, Rot, Blau. Ich glaube, der ist auch immer unterschiedlich und individuell. Rot, Blau, Blau. Es ist schwierig. Es ist echt verdammt schwierig. Rot, nee, der Mist bringt nichts. Grün, Blau, Rot. Ich krieg's nie zusammen. Also das aus dem Video hat nicht geholfen. Grün, Grün, Grün. Probieren wir es mal so. Ne. Schade, schade. Rot, Rot, Rot. Ah, Motor. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ja, lecco mio. Nicht schlecht. Rot, Rot, Rot ist bei mir hier das gewesen. Muss mal ein bisschen rumexperimentieren. Hat sich wohl doch noch gelohnt. Weil jetzt geht's noch zum Bossgegner. Da brauchen wir das Super-Schild, der geheim ist. Der ist jetzt nicht unbedingt wichtig fürs Fortkommen hier. Aber es ist auf jeden Fall ein geheimer Bossgegner. Und das ist ziemlich cool. So, dann wechsle ich mal zum Hund wieder, weil der etwas stärker ist. Wir laden mal voll auf. Ja, der geheime Bossgegner, mit der massiert sie hin. Den sehen nur wenige im Spiel, weil viele sich das auch nicht setzen, da noch muss er ewig die Farbkombinationen zu machen. Und es ist, wo ist es dann? Da ist es. Das Ding, mit dem der Hector gesprochen hat. In Antika. Dieses böse Gesicht ist es. Das ist jetzt unser geheimer Bossgegner. Mann. Ah, Mist, das hat nichts mehr gebraucht. Wo bist dann du Gesicht? So, dann muss man halt immer links und rechts mal gucken. Aber ich glaube, ja. Und ich hab dich erwischt, du Säckel. Okay, Ackermann. Ackermann. Das Allerwichtigste noch mal super Schild auf uns beide. Zauber lässt nämlich noch. Und Ackermann, noch besonders wichtig, hauch nochmal einen Krafthauch auf dich drauf, Kerler. Du brauchst's. So, wunderbar. Jetzt können wir das Gesicht auch wieder fertig machen. Wir ziehen auch ordentlich was ab jedes Mal, also das ist schon ziemlich gut. Und für deine Hitzeblitze kann man auch in gewisse Rahmen abhauen, das ist auch nicht schlecht. So, immer gucken, ob das Gesicht noch da ist, wenn man aufgeladen hat. Und dann gib ihm. So, weil man macht ja schon ordentlich Schade, so ist er nicht. Und wenn man dann in Bewegung bleibt, kann man halt auch noch deine dappische Hitzeblitze ausweichen. Wenn man es gescheit anstellt. Und das Super-Schild, der absorbiert es halt. Das ist schon nicht schlecht. Deswegen ist die Formel definitiv hilfreich. So, Haken nochmal drauf. Ah, wieder weg. Ist jetzt das dappische Ding nicht verwischt. Ah, das ist uns erwischt. Aber es zieht nichts ab. Das ist schon mal praktisch. Zack. So, Ackermann, wo bist du? Oh. Auf jeden Fall nochmal ein Suppenschild auf uns beide. So. Perfekt. Weil das absorbiert so und kruscht. Da bin ich schon recht dankbar drum. Okay, wo bist du dann? Du kriegst noch einer ab.
Du dappisches Gesicht. Wie hieß denn der Kerl eigentlich? Gerade mal gucken. Ja, können wir gerade noch gucken. Warte mal. So, probieren wir jetzt gleich nochmal aus. Na, der ist nicht da. Wo bist denn du, Feigling? Aha, da ist er wieder. So, krieg ich erstmal so einer ab. Der heißt... er will uns jetzt sagen, wie er heißt. Das ist dann nicht mal wirklich Feigling. Aber er macht ständig Krafthauch auf sich. Das gefällt mir gar nicht. Und deswegen bin ich ja auch kräftig dabei, dass ich ihn mit meiner fette Attacke bombardiere. So, du musst jetzt rauskommen. Aha, 1428. Und wie heißt? Fratzenwand heißt er. Alles klar. Das ist eine sehr betreffende Bezeichnung für so ein Ding. Haben wir nochmal Suppenschild auf uns beide, bevor der Zauber wieder nachlässt. Weil der absorbiert schon sehr praktisch diese Hitzeblitze, die man sonst abkriegt. Also die Formel kann ich euch definitiv nur empfehlen. Vorher auf jeden Fall bei Hector in alle Lache mal vorbeigucken, der euch die Formel gibt. Wenn ihr euch mit der Fratzenwand anlegen wollt. Und so dafür müsst ihr halt wirklich immer noch einfach ein bisschen rumexperimentieren, bis ihr den Farbcode habt. So, ich krieg dich noch. Sehr schön. Ackermann, vorsichtshalber nochmal so Schild. Aber es freut mich, dass das geklappt hat, dass ich eigentlich wenigstens Secret noch zeigen kann bei Secret of Evermore. Also das ist definitiv was Schönes. Hat mich tierisch gefreut, dass ich das noch gekriegt habe. Ich habe echt schon gedacht, das ist zum Scheitern verurteilt, weil ich so oft jetzt pausiert habe. Und ich musste erst einmal der alte Code nachgucken. Und da der alte Code nicht mehr in meinem Gedächtnis war, musste ich den erst nachgucken. Und dann habe ich jetzt zusätzlich auch nochmal experimentieren müssen, weil das, was ich in dem Video gesehen habe, das hat nicht geklappt mit dem Farbcode. Leverwash erreicht Level 29, 3000 Kreditkarte insgesamt. Und der Typ ist noch nicht vorbei. Das war anscheinend nur die erste Phase. Also es gibt offensichtlich doch 2 Gesichter. Und nicht nur eins, was hier wechseln kann. Es gibt offensichtlich wirklich 2 Gesichter. Das war der geheime Auftraggeber vom böse Hector in alle Lache mal. Gut, Ackermann erreicht jetzt auch noch Level 30 und nochmal 2000 Kreditkarte. Das ist ziemlich geil. Zauber lässt noch, grad richtig. Sehr, sehr schön. 30 Plasma-Rakete gibt es auch noch oben drauf. Das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt können wir im Inventar vom Ackermann können wir jetzt die Bazooka auswählen. Und die Plasma-Rakete sind schon ein bisschen stärker. Also die könnte man durchaus jetzt auswählen. Das einzigste Problem ist, dass das Ding nicht aufgelevelt werden kann. Wenn wir mal so reingucken. Dann haben wir das Laserschwert, die Axt haben wir noch nicht. Speer haben wir auch noch nicht. Also die Bazooka ist nirgends aufgelistet. Die kann tatsächlich nicht aufgelevelt werden. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade mal gucken. Laserschwert ist tatsächlich auch schon auf Level 1. Und das ist natürlich geil. Ohne Momento. Das rüsten wir jetzt gerade mal aus für ihn. Testen wir mal gerade. Nö. Okay. Das geht anscheinend auch nicht hochgelevelt. Na gut, wie auch immer. Dann nimmst du mal die Plasma-Rakete. Und ich gehe wieder zum Hund. So. Perfekt. Haben wir das auch noch gekriegt? Wunderbar. Also, dann war in dem Video wenigstens noch ein Bonus, der wir uns in angucken können. Das freut mich persönlich sehr. Und jetzt geht's einfach weiter in der Story. Das war jetzt was Optionales und ihr wisst, ich liebe die optionalen Dinger. Mag ich immer sehr, sehr gern sowas. So. Ackermann, du solltest vielleicht aufladen mit der Bazooka. Schießt mal besser, als damit rumzuprügeln. Und zack. So, nochmal 1000 Kreditkarte auch drauf für den Schabernack. Und ping. Das war jetzt eine harte Geburt, die Episode, muss ich sagen. Gerade für mich, der doch eher selten Secret of Evermore spielt. Insofern bin ich froh, dass ich das gut rumkriegt habe, weil ich habe nur gewusst, dass du Secret zu holen war. Und bin froh, dass das noch geklappt hat. So, jetzt gehen wir mal zu D4. Ackermann, dein Typ wird gefrucht. Das war nicht so gut.
Jetzt habe ich Ding verschwendet. Das ist nicht so gut gewesen. Aber, dafür sind wir jetzt woanders. Moment. Ah ne, jetzt habe ich wieder den Hund A gewählt. Dann machen wir doch lieber das Laserschwert, wenn hier so Duster ist. Ich glaube, wir dürften jetzt im Gewächshaus sein, weil da habe ich den Strom abgestellt. Ah, im Lagerhaus ist immer noch... Oh, wie doof. Wie doof. Im Lagerhaus ist nach wie vor abgestellt. Scheiße, also dadurch, dass ich jetzt... Hey, dadurch, dass ich jetzt wirklich da rumgewurschtelt bin zu dem optionalen Boss, ist anscheinend hier was fehlgeschlagen. Und nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, wie dem auch sei. Ich steht sage, hier mache ich meinen Cut und darum kümmern wir uns morgen. Also machen's gut und bis morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Euer Yankee.